So, dann schauen wir mal. Eieieiei. Da geht ja ziemlich die Post ab da drin. Und auf alle Fälle sehe ich, dass die da drinnen draus müssen. Keine Zeit mehr verlieren. Steffi Rackel muss die frisch geschlüpften Küken aus dem Brüter holen, damit die restlichen Eier wieder Ruhe bekommen. Sohn Simon hilft gerne in ihrer Lohnbrüterei in Miltach. Die Küken? Nein, können wir sie erst einfach am Kleiner. Die kleinen Zwerg-Viandotten stammen von 3 unterschiedlichen Zuchtstämmen. Also bloß nicht durcheinander bringen. Das ist nur 2. Das andere darf auch noch drinnen bleiben. Ja, die dürfen sie jetzt nicht vermischen, damit es schnell sein. Mit verschiedenfarbigen Kabelbindern kennzeichnet Steffi ihre Zöglinge. Was ich bei mir ausbrüte, das sind ja lauter Sonderrassen. Das sind Liebhaberrassen. Das sind, da ist jedes einzelne Tier was wert. Da sind tatsächlich Rassen dabei, die was ganz weit oben auf der roten Liste stehen. Und da bedeutet mir jedes Tier alles. Die Begeisterung hat mit Hühnern angefangen. Später kamen Wachteln und Enten dazu. Inzwischen ist Steffi in der Königsklasse angekommen, bei Gänseeiern. Im blauen Brüter hat sie gerade Eier von 2 verschiedenen Gänserassen. Es ist jedes Jahr bestimmt 10, 15 Mal, dass ich Gänseeier auch kriege zum Ausbrüten. Aber trotzdem ist es immer noch was Besonderes für mich ganz. Weil es einfach viel intensiver betreut werden muss. Ein Hühnerei, das macht der Brüter selber. Da lege ich ein, dann schaue ich es einmal an nach einer Woche und dann nach 2,5 Wochen nochmal. Und das war es aber ganz, die schaue ich wirklich fast jeden Tag an. Steffi will die Eier der fränkischen Landgans durchleuchten. Sie sind besonders heikel in der Kunstbrut und anders als die der Pommerngans noch nicht angepickt. Die letzten Tage hat sie immer wieder befeuchtet und kurz zum Kühlen aus dem Brüter genommen. Mit Erfolg? Da sieht man ganz deutlich die Bewegung. Und das dauert bestimmt immer lang, bis das anpickt und dann noch vielleicht 1-2 Tage schlüpft. Auch jedes Hühnerei wird nach 5 Tagen im Vorbrüter bei Steffi durchleuchtet. Ihre Tochter Sophia macht das mit Leidenschaft. So sehen sie, welches Ei unbefruchtet ist und in welchem Leben heranwächst. Die Adern, das ist einfach diese kleine Mini-Gebärmutter, die da um das Küken entsteht. Und da sieht man ganz, ganz deutlich den schwarzen Punkt, der immer wieder nach oben taucht. Der kleine schwarze Punkt ist tatsächlich das Küken. Während einige Sprösslinge also noch auf sich warten lassen, sind die holländischen Zwerghühner vor ein paar Stunden geschlüpft. Doch dieses Kleine tut sich schwer mit dem Laufen. Nicht alle haben einen guten Start und können auf eigenen Beinen stehen. Jetzt muss Steffi schnell entscheiden und handeln. Das Küken, das hat Spreizbeine. Das kommt ganz beim kleinen Prozentteil der Küken vor, dass sie einfach die Beinfehlstellung haben. Durch diese Schlingen bringen wir die Beine in Normal- oder besser gesagt Optimalstellung. Und so frisch geschlüpft kann man das tatsächlich ganz leicht korrigieren. Und in ein paar Stunden kann das Tierchen dann ganz normal laufen. Abschneiden. Und jetzt schau mal. Genau, so ist perfekt. Ein bisschen wups. Das Küken kämpft noch mit dem Gleichgewicht. Steffi ist gelernte Arzthelferin. Ihr medizinisches Wissen hilft auch bei den kleinen Patienten in der Lohnbrüterei. Der Weg aus dem Ei ist für die Küken ein gewaltiger Kraftakt. Was normal ist und was auf eine Komplikation hinweist, erkennt Steffi schnell. Das Zittern, der Fuß in der Luft, das deutet auf eine Steißgeburt hin. Wenn man da nicht eingreift, sterben dann ja sowieso. Wenn ein Küken stecken bleibt oder vor allen Dingen halt von der falschen Seite her das Ei anpickt, wie man da helfen kann. Dass man langsam vorgeht, dass man
halt die Blutgefäße nicht zerstört. Das heißt, wenn ich ein Küken aus dem Ei popel, dann mache ich oft 3-4 Stunden nach und nach nichts anderes. Weil man sonst einfach die Gefäße zu sehr verletzt, dass das Tier dann stirbt. Und dann habe ich halt einfach durch das Ausprobieren und durch das Eingreifen gemerkt, dass es funktioniert. Aber da ist natürlich auch ganz viel Herz mit dabei. Das letzte Stück aus dem Ei muss das Küken trotz Steißlage aber selbst schaffen. Nicht alles kann Steffi überwachen, auch wenn sie das gerne würde. In der Nacht macht ein Pommerngänslein den Anfang. Millimeter um Millimeter arbeitet es sich aus seiner Schale. Bis zu 3 Tage kann der Kampf aus dem Ei dauern. Während des Gänseschlupfs ist in Miltach jeder Morgen spannend. In der Natur hilft die Muttergans ihrem Nachwuchs aus dem Ei. Hier macht es Steffi. Sie hatte am Vorabend noch mal in den Brüter geschaut. Ich bin noch mal vorgekommen, das glaube ich war so um 8 Uhr ungefähr. Und da ist halt das eine Pommerngansel schon drin gelegen. Und die anderen, die waren schon deutlich weiter angepickt. Und dann bin ich beruhigt ins Bett gegangen, weil ich gemerkt habe, aha, da geht was weiter. War aber trotzdem vorhin überrascht, jetzt, wie ich da reingeschaut habe, dass tatsächlich schon 5 drin liegen. Also das hätte ich jetzt nicht erwartet. Die wollen jetzt raus, aber auf alle Fälle, die sind schon total fit. Die kommen jetzt dann gleich in ihre Kisten rein. Bei den Gänsen heißt der Nachwuchs Gössel. Unter den Neuankömmlingen sind auch schon fränkische Landgänse. Das sind die gelben, helleren Gössel. Ja, Wahnsinn! Was hat sie klein? Macht mir Spaß, die anzufassen, Ja, oder? Bralli! Die sind ja total fit. Und fangen tatsächlich auch schon das Laufen an. Die will jetzt nur eine Stunde haben und dann sind sie total fit. Und wie geht es dem Küken mit den Spreizbeinen? So, jetzt schauen wir mal, wie es dir geht, gell? Nachdem wir die Gäste gefesselt haben. Oh, du bist ja schon total fit und frech. Eine Nacht lang hat das Küken die Schlinge um die Beinchen getragen, um sie in Normalstellung zu bringen. Jetzt zeig uns mal, was du laufen kannst. Hm? Ja, stark gesehen. Oh, ja, schau her, da ist rutschig, gell? Du. Ja, genau. Ja. Na, schau hier. Die Züchterfamilie Bauer wartet schon vor der Brüterei auf ihre Zwergviandotten. Bereits einen Tag nach dem Schlupf kann der Nachwuchs umziehen. Steffi verabreicht noch eine Impfung zum Schutz vor blutigem Durchfall durch Kokzidien. Nicht umsonst lässt Wolfgang Bauer schon seit ein paar Jahren die Eier seiner Rassehühner bei ihr ausbrüten. Ordentlich, ja? Kiste voller Glück, Wolfgang. Da schau hin. Es soll da nirgends eine Schwachstelle sein. Ja? Man stellt die Stämme nach bestem Wissen und Gewissen zusammen. Dann füttert man die Elterntiere optimal. Man versucht dann auch jedes Ei zu bekommen, sage ich jetzt mal. Und diese Schwachstelle ausbrüten dann, ja, dass man da irgendwas falsch macht. Deswegen gebe ich sie lieber daher, wo ich weiß, ich habe da einfach nahezu 100% Sicherheit, dass da nichts schief gehen kann. Genau. 7 Jahre ist Steffi nun schon im Brutgeschäft. Dankeschön. Für ihre Arbeit bekommt sie 2 Euro pro Küken, egal wie viel Geburtshilfe sie leisten muss.
Das Geld allein ist es nicht, warum sie sich so reinhängt. Es ist halt schon manchmal eine schmutzige Arbeit, blutig, glitschig. Aber wie gesagt, also, mir macht es trotzdem Spaß, weil wenn ich sehe, was da rauskommt dabei, dann kann es ja nur Freude machen. Auch wenn der Nachwuchs ganz schnell die Brüterei verlässt. Nach dem Schlupf ist vor dem Schlupf. Und Steffi wird dann wieder um jeden Sprössling kämpfen.